Ja, grüß euch miteinander. Das freut mich ja sakrisch, dass ihr gekommen seid, um euch eine Geschichte von mir anzuhören. Heute erzähle ich euch von den Viecher im Wald zu einer Zeit, da haben alle mehr Viecher angefangen zu wohnen und keiner hat gewusst, warum. Also macht es euch gemütlich und hört mir zu. Vor langer, langer Zeit, da ist mitten im großen Wald ein kleiner Fuchs am Boden gesessen. Und der Fuchs, der war so traurig, der hat seinen Kopf so hängen lassen und die Tränen, die sind ihm gerade aus die Augen so rausgekullert. Aber er hat nicht gewusst, warum. Und so weit drin im Wald auf einem Ast, da ist ein Rabe gesessen. Und auch der war so traurig, hat den Kopf hängen lassen und aus seinen Augen sind die Tränen gekullert. Aber auch er hat nicht gewusst, warum. Und ganz, ganz tief drinnen im Wald auf einer kleinen Märchenlichtung, da wo sonst keiner hinkommt, da ist die uralte, weiße Eule gesessen auf ihrem Baum drum. Und auch sie war traurig, hat auch einen Kopf hängen lassen und Tränen sind ihr aus die Augen gekullert, auf den Boden gefallen. Und dabei haben sie in Perlen verwandelt. Aber sie, die uralte, weiße Eule, die hat gewusst, warum es so traurig ist. Und zu ihr sind immer so Schmetterlingseifen gekommen und haben sich ein bisschen um sie gekümmert und haben versucht, dass sie es ein wenig trösten. Aber da war nichts zu machen. Und gesagt hat's auch nichts, warum es denn gar so traurig war. So viel die Schmetterlingseifen auch gefragt haben. Aber eines Tages, da hat es einmal so vor sich hingemurmelt. Es waren die Ehleraffen, es waren die Girfanten, es ist ein Unrecht. Da haben die Schmetterlingseifen aber ihre Ohren gespitzt und wollten mehr wissen. Aber schon hat die alte Eule wieder ihre Augen zugemacht und es war nichts zum Erfahren. Und zur gleichen Zeit, ganz schön weit weg von dem großen Wald im Land der Göttin Aurora, da war eine uralte Giraffen mit den kleinen Kindern von der Herden an Schulfelsen. Und die Kinder, sowas hast du noch nicht gesehen, das waren Girfanten und Ehleraffen. Und du weißt nicht, was das sein soll. Dazu muss ich dir nämlich eine kleine Geschichte erzählen. Da hat einmal vor langer Zeit eine Giraffen- und eine Elefantenherde beschlossen, miteinander zu leben. Und die haben miteinander Kinder gekriegt. Ja, und die Kinder, die haben halt entweder einen Elefantenkopf und einen Giraffenkörper gehabt oder einen Giraffenkopf und Hals und einen Elefantenkörper. Das waren also die Girfanten und die Ehleraffen. Ja, und denen hat die uralte Giraffe von Viecher im Wald erzählt, die weinen, Tränen weinen. Da haben sie die Ohren gespitzt, die Kleinen. Denn in deren Herden, da gibt's keine Tränen und kein Weinen. Da gibt's nur Lachen und Freude. Und warum? Ja, das ist eine andere Geschichte, die erzähle ich dir ein anderes Mal.
Und wie so eine kleine Eliraffe das hört, dass da Viecher gibt, die Tränen weinen, da ist sie so neugierig geworden und hat sie leise davor geschlichen und ist zum großen Wald gerannt. Es war ganz schön weit, aber sie ist gerannt und gerannt und gerannt. Und dann war sie am Wald und ist reingerannt, aber nirgends ist ein Viech auftaucht. War schon ganz traurig und grantig. Und dann hat sie was gehört. Ja, und dann ist dem Geräusch nachgerannt. Und was meinst du, wo es hingekommen ist? Genau auf die Lichtung von der uralten Eule. Ja, jetzt ist da gestanden und hat gesehen, wie aus die Augen so weiße Perlen tropfen. Lang hat sie nichts gesagt, bloß geschaut und geschaut und geschaut. Und nachher hat sie schon gefragt. Liebe Eule, weinst du? Sind das Tränen? Macht die Eule, die uralte weiße Eule, ihre Augen auf. Ganz langsam macht sie es auf, schaut die Eliraffe an, sagt aber nichts. Liebe Eule, sag mir doch, sind das Tränen? Weinst du? Schenkst du mir deine Tränen? Ich möchte sie meinen Freunden zeigen. Ja, kleine Eliraffe, ich schenke dir meine Tränenperlen. Bring sie zu deiner Herde. Vielleicht schenkt ihr uns etwas von eurem Lachen. Dann hat sie die Augen wieder zugemacht, die uralte weiße Eule, und nichts mehr gesagt. Die kleinen Schmetterlingselfen aber, die sind mit einem großen Blatt dahergekommen, haben die ganzen Tränenperlen draufgepackt und haben sie oben zum Sack zusammengebunden und der Eliraffe auf den Rücken auf. Und eine von den Schmetterlingselfen, die ist vorausgeflogen durch den Wald durch, weil ich glaube, die Eliraffe allein hätte ich nicht mehr zurückgefunden. Und die Eliraffe ist gerannt, so schnell wie es können hat, damit sie zu ihrer Herde zurückkommt mit den Tränenperlen. Und wie es dann endlich von Weitem die Herde gesehen hat, da hat sie schon geschrien und gerufen und gesagt, schaut, schaut, was ich mitgebracht habe. Ich habe Tränenperlen. Und da sind sie alle dahergerannt und haben geschaut, was jetzt die Eliraffe da auf ihrem Buckel hat. Und da ist der Sack mit den Tränenperlen aufplatzt. Alle die Tränenperlen sind am Boden runtergekullert, haben sie geöffnet. Und in dem Augenblick, du glaubst das nicht, da hat die ganze Herde angefangen zu warnen. Da war die Eliraffe entsetzt und schreit auf, was ist denn? In dem Augenblick, da kommt von da hinten daher die uralte Giraffen, die da am Schulfelsen die Geschichte von den Tränen erzählt hat. Und sie geht zu so einer Tränenperle, schubst mit ihrem Vorderhuf hoch in die Luft. Und was meinst du, was passiert? Diese Tränenperle, die fängt zu wachsen und wird größer und größer und größer. Ja, und dann sieht man da drin die uralte weiße Eule. Und was meinst du, was die gemacht hat? Die hat gelacht und gelacht und gelacht und mit ihren Flügeln geschlagen und gelacht. Die Herde hat total entgeistert auf diese lachende Eule geschaut. Und dann haben sie zu der uralten Giraffen geschaut, ob die da weiß, was da los ist.
Aber die hat nichts gesagt, die ist ganz langsam und hoheitsvoll davongegangen zum Schulfelsen. Denn der Schulfelsen, das war auch der Ratsfelsen von den Erwachsenen. Und die ganze Herde ist ja hinten noch. Und wie es dann endlich am Schulfelsen, ja am Ratsfelsen war und die ganze Herde um sie herum versammelt war, da hat's eine Geschichte verzeiht. Vor langer, langer Zeit, als sich die Elefantenherde und die Giraffenherde endlich versöhnt haben und beschlossen haben, gemeinsam zu leben und sogar gemeinsam Kinder zu kriegen, da war die Göttin Aurora so glücklich, dass sie unserer Herde alles Lachen geschenkt hat. Und für die Viecher im Wald ist einfach kein Lachen mehr übrig geblieben. Und wir jetzt, die Eleraffe, uns diese Tränenperlen von der uralten weißen Eule gebracht hat und die sich geöffnet haben, da ist das Weinen und dass die Tränen herausgeströmt zu uns. Und unser Lachen ist in diese Tränenperlen hineingeströmt und seht es, da überall am Himmel fliegen, da fliegen jetzt die Lachperlen zu den Viecher im Wald, die kein Lachen mehr haben. Und so ist endlich Gerechtigkeit unter die Viecher, denn das Weinen und das Lachen, das muss im Gleichgewicht sein. Und am schönsten ist doch, wenn wir ehrlich sind, wenn wir so lachen, dass uns die Tränen kommen.